Ich wollte noch ein Thema ansprechen. Also, Chat. Es ist wichtig. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, das mir wirklich auf dem Herzen liegt, das mir ein wichtiges Thema ist und das in der Gesellschaft mehr Beachtung bekommen sollte. Ich habe einen Tweet gemacht vor ein paar Wochen, ich kann euch den Tweet zeigen gerade. In der heutigen Zeit, kann man das mit so epischer Musik machen? In der heutigen Gesellschaft werden zu viele Moshpits eröffnet. Moshpits müssen etwas Besonderes bleiben für besonders gute Lieder. Beim Frauenfeld wurden Moshpits bei Songs eröffnet, die nicht mal Drums im Instrumental hatten. Make Moshpits wertvoller again. Das habe ich getweetet und ich habe auf Insta so Stories gemacht mit verschiedenen Songs und da konnte man abstimmen, ist es ein Moshpit-Song oder ist es kein Moshpit-Song. Zum Beispiel, warte mal Chat, das hier. Ihr könnt mal sagen, ist das hier ein Moshpit-Song? Meine ganze Stadt, sie hasst mich, aber circa für einen Monat, ja. Single, Vater und Bräuche und ich fahr in ein... Nee, ist keiner. Nee. Okay, Freunde, das ist ganz klar ein Moshpit-Song. Das ist ganz klar ein Moshpit-Song. Was ist ein Moshpit eigentlich? Das hätte ich eigentlich erklären können. Ein Moshpit ist halt beim Rap-Konzert, wenn vorne gerappt wird und dann geht man in der Crowd so auseinander. Dann springt man halt auf den Drop so hinein. Ist funny, ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich hätte es eher Rock- und Metal-Konzerten zugeordnet. Ja, ich glaube, Moshpits kommen actually von so Rock-Konzerten und shit. Okay, ist das hier ein Moshpit-Song? Dieser hier. Kleiner Prinz, große Stadt, Baby Girl, ruf ich an, schau dich ab, meine... Ist das ein Moshpit-Song, Chat? Nee, auch nicht. Nein, auch nicht. Das ist zu 100% Chat, ist das kein Moshpit-Song. Das ist ein Song, da muss es so ein bisschen stehen, so ein bisschen rhyme, so... Das ist kein Moshpit-Song. Digga, schlimm von Young Huren vorher, safe ein Moshpit-Song. Was haben wir noch? Ist das hier ein Moshpit-Song, Chat? Sie sagt dann, du hast Löcher und läuft grad auf mich zu in dem beigen Crop-Top und der Hose. Ist das ein Moshpit-Song? Durstlöscher von 01099. Nee. Das hier, Chat. Dieser Song ist actually kein Moshpit-Song. Safe kannst du zu diesem Song kein Moshpit machen. Okay, nächster Song. Alle meine Brüder Stinken morgen schon nach Bier. Capo 1 für 2 Und Bier zum Baba. Ich kann den Text gar nicht ermeinen. Das ist zu 100% ist das ein Moshpit-Song. Okay, also, für die Leute, die es nicht in der Insta-Story gesehen haben oder auf Twitter, ich erkläre das Problem in unserer Gesellschaft nochmal. Es ist mehr so ein Spaßthema, I guess, welches aber auch sehr, sehr ernst gemeint wird von mir, Chat. Das Problem ist, dass... Wie soll ich das erklären? Wir waren auf dem Frauenfeld und jedes einzelne Konzert auf dem Frauenfeld war anstrengend, weil zu viele Moshpits eröffnet werden. Wieso werden zu viele Moshpits eröffnet? Das ist eigentlich easy zu erklären. Einerseits, weil halt 2022 ist die erste Festivalsaison in der Geschichte der Menschheit, wo es TikTok gibt. Vor Corona gab es TikTok in dieser Form noch nicht. Das heißt, man sieht jeden Tag von jedem Konzert richtig krasse Moshpits. Dieser Kreis ist größer, das muss krasser sein. Es muss halt einfach alles krasser sein. Und das sieht man auf TikTok mit den Moshpits. Plus, die Rapper selber posten ja auf ihrem Insta und so, posten die Clips von den Konzerten, wie die Moshpits gemacht werden, um zu zeigen, wie krass ihre Konzerte sind. So, es muss halt immer alles krasser werden, man sieht die Videos, bla bla bla. Und die Leute, die jetzt auf Festivals gehen, würde ich mal behaupten, gerade so Splash, Frauenfeld, sind halt oftmals Leute, die vielleicht noch nicht auf ein Festival gegangen sind vor Corona. Das ist so deren erster Festivalsommer. Das ist halt geil, da hat man Bock abzugehen und ist auch völlig legitim, dass man Moshpits macht. Aber das Problem war wirklich, literally, Monte. Heißt der Monte, der eine Dude? Das ist der. Chat. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ja, das ist der, den Song kennt ihr wahrscheinlich. Auf und ab, sehr, sehr geiler Song. Und ein sehr, sehr geiler Künstler. Aber ungelogen gab's bei fucking Monte, und der hat halt mehr so, wie soll ich sagen, Songs, die jetzt halt nicht so jumpable sind, hat's fucking Moshpits gegeben, Digga. Und das Problem daran ist, und das ist ein gesellschaftlich wichtiges Problem, meine Allergeilsten, dass bei jedem Song, bei jedem Künstler Moshpits eröffnet werden. Egal, ob der Song schon angefangen hat, egal, ob man den Song kennt, egal, was es für ein Song ist, egal, was es für ein Künstler ist. Klar, bei Rin oder so kann man mehr Moshpits öffnen, weil, Digga, ist so funny. Es ist so funny, dass ich so ernsthaft über dieses Thema rede. Aber der Twist kommt nachher. Ich habe noch ein paar DMs von Künstlern, die mir geschrieben haben. Diese Diskussion hat ein Ausmaß angenommen, das man sich gar nicht vorstellen kann. Okay, auf jeden Fall. Es gibt ein paar Regeln, wenn man einen Moshpit öffnet. Nee, Spaß. Zuerst die Nachteile von dem Ganzen. Wieso ist es scheiße, wenn bei jedem Song ein Moshpit eröffnet wird? Erstens ist es scheiße, weil Konzerte fucking anstrengend sind. Wenn bei Rin, 1 und 2 Boys, BHZ, Young Huren, sagen wir mal Sido, bei jedem Song Moshpits eröffnet werden. Digga, nach 2 Konzerten bist du durch. Dann stehst du nur noch so da und so, du hast keine Stimme mehr vom Schreien, bla bla bla. Es staubt extrem und, wie kann man das sagen? Es gibt
Das ist der geilste Satz, Chat. Es gibt eine Inflation an Moshpits. Und ihr wisst, was bei einer Inflation passiert. Wenn es eine Inflation gibt, dann verliert das Produkt an Wert. Das heißt, Moshpits haben für mich gefühlt beim Open Air Frauenfeld dieses Jahr extrem an Wert verloren. Das klingt so dumm und das kannst du auch keinem erzählen, Chat. Das ist so dumm. Aber als ich auf dem Frauenfeld war 2019, da machst du vielleicht, okay, bei einem Ring-Konzert gab es vielleicht bei jedem zweiten Song Moshpits, aber so bei einem Künstler wie, was soll ich sagen? Sagen wir jetzt mal, bei Materia, da gab es bei Songs, den die Leute kennen und bei denen man weiß, yo, dieser Song geht ab, da gab es einen Moshpit. Das waren vielleicht 3, 4 Songs und das war geil. Weil dann freust du dich auf einen Moshpit. Aber wenn bei jedem Song ein Moshpit eröffnet wird, dann musst du dir auch überlegen, ja, soll ich jetzt reingehen, soll ich draußen bleiben, bla bla bla. Es ist halt einfach nicht mehr so geil und die Moshpits haben nicht mehr so einen großen Wert. Es ist wirklich ein wichtiges Thema, Chat. Waren es immer die gleichen, die ihn eröffneten? Ja, es waren immer die gleichen. Es waren so 16-jährige, pubertierende Kinder, die zum ersten Mal auf dem Festival sind und dann irgendeinen Song hören, den sie ein bisschen kennen und dann open it up, open it up. Oder sie sehen mich irgendwo in der Crowd. So oft sind Leute zu mir gekommen, ey, machen wir einen Kreis, machen wir einen Kreis. Oder die Rapper selber bei jedem Song, ich will den größten Kreis der Welt sehen, Digga. Und dadurch gibt sich halt so ein bisschen ein falsches Bild von Konzerten. Nur, weil es auf einem Konzert keine Moshpits gibt, ist es nicht automatisch ein schlechtes Konzert. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute gerade wegen TikTok und Social Media dann so denken, oh Digga, ich muss unbedingt bei jedem Song eine Moshpit machen, sonst ist es ja ein schlechtes Konzert. Aber das beste Beispiel dafür ist Sido, Digga, Chat. Sido hat nicht so Moshpitable Songs, ja, das ist ein offizieller Begriff im deutschen Duden-Chat. Sido-Konzert, das ist so ein geiles Konzert, da stehst du da, das sind Songs zum Mitviben, da stehst du einfach so da, wie so ein NPC-Chat. So. So stehst du bei einem Sido-Konzert da. Nur Arm hoch und einfach so Mucke genießen. Man kann ein Konzert auch genießen und ein Konzert kann extrem gut sein, auch ein Rap-Konzert, wenn man einfach da steht. Adi hatte anscheinend eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Ein Konzert kann einfach geil sein, wenn man einfach da steht, einfach so macht bei Rap oder einfach mal nichts macht, nur zuhört und das Ganze genießt. Und deshalb, man darf nur ein Moshpit eröffnen, erstens, wenn man den Song zu 100%ig kennt und weiß, dass der Song abgeht. Zweitens, der Song muss abgehen. Drittens, man eröffnet den Moshpit nicht schon vor dem Song. Adi ist traumatisiert, kann ich dir Hilfe anbieten? Man eröffnet den Moshpit nicht vor dem Song, man eröffnet den Moshpit während dem Song. Viertens, die Rapper sollen nicht mehr so viele Videos posten von Moshpits, weil das fördert halt das Ganze nur noch. Ich glaube, das sind so die gröbsten Regeln, die man beachten muss. Ich wollte vorher etwas sagen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr zu Moshpits. Warte, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr perfekt. Auf jeden Fall habe ich das auf Insta gepostet und dann hat mir Finch asozial auf alle Stories. Finch war richtig sauer, Digga. Es war so funny. Finch asozial hat mir geantwortet. Okay, watch this, Chat. Ich hatte diese Stories gemacht mit, kann man zu diesem Song eine Moshpit machen? Dann habe ich gepostet, Rin Avirex, dieser Song hier. Absoluter Moshpit-Song. Finch hat darauf geantwortet, definitiv kein Moshpit, viel zu wenig BPM. Okay, dann dieser Song. Absoluter Moshpit-Song. Also wenn man Rap hört, muss man dazu einen Moshpit eröffnen. Er hat geschrieben, zu langsam. Das Publikum ist leider zu jung bei Rin und Young Horn. 50% der Leute haben Handy in Hand, gehen also nur 50% Einsatz und viel zu viele Leute rennen in den Kreis schon vorher rein. Diesen Punkt fühle ich zu 100%. Wenn der Moshpit offen ist und dann rennen die Leute schon rein, wenn sie gar nicht wissen, wann der Drop kommt. Das ist noch ein Punkt, den ich vorher sagen wollte. Du kannst nur einen Moshpit öffnen, wenn du weißt, wenn der Drop kommt. Weil es gibt nichts Peinliches. Erstens, wenn der Song nicht abgeht oder zweitens, wenn man nicht weiß, wann der Drop kommt. Weil dann ist der Kreis so offen, Chat, es kommt kein Drop, alle Leute dann so langsam so, oh, das ist aber cringe und dann laufen sie so langsam wieder rein, so, oh, es ist nichts passiert, ich stelle mich jetzt wieder hierher, das ist cringe und es ist noch cringer, finde ich, wenn die Crowd einen riesen Moshpit eröffnet, dann reingehen will und dann muss der Rapper auf der Bühne so auf Krampf sagen, noch nicht jetzt, wartet noch, und dann muss der Rapper so im Publikum sagen, wann sie reinspringen sollen. Also grundsätzlich fühle ich die Meinung von Finch. Er war ein bisschen asozial, nicht asozial, er war ein bisschen sauer, glaube ich. Er hat mir sogar noch ein Video geschickt von seinem Moshpit. Er hat geschrieben, ich zeig dir was. Und dann hat er mir das Video von seinem Moshpit geschickt, volle Granate aufeinander zu. Ist zwar eine Wall, aber trotzdem mit der richtigen Härte. Warte, dieses Video, Chat. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Also fühle ich auch, dass das ein guter Moshpit ist oder Wall of Death. Das war noch das. Tilo hat mir, glaube ich, geschrieben. Was hat mir Tilo geschrieben? Also es ist wirklich ein Thema, das auch bei Rappern, glaube ich, anscheinend ein Thema ist. Er hat einfach geschrieben, yeah, you're right, Mignon. Dann habe ich ein Herz zurückgeschrieben. Hab mir gedacht, ja, wichtiges Thema, angekommen, Digga.
Deshalb, Freunde, ich verteile Moshpits-Verbote. Ich finde, es sollte bei der Bühne oben so eine Ampel geben, die grün oder rot ist und der DJ kann dann drücken, wenn so ein Song kommt, kann er grün drücken. Grün bedeutet, hier darf man einen Moshpit eröffnen. Rot bedeutet, da darfst du kein Moshpit eröffnen. Das wär's. Eine Ampel, Digga. Eine Ampel so oben bei der Stage. Die Moshpit-Ampel, Digga. Und ansonsten kommt der Moshpit-Schiedsrichter und sagt, raus. Falsche Moshpit, raus. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wenn ihr das nächste Mal bei einem Konzert seid, denkt an meine Worte. Entzündet die Moshpits zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und genießt das Konzert ohne Handy. Ja, das kann ich dazu sagen, Chat.